Heute ist Barbara-Tag und am Barbara-Tag stellen wir uns Barbara-Zweigel in die Wohnung in der Hoffnung, dass bis Weihnachten blieben. Aber wer war denn eigentlich die heilige Barbara? Die heilige Barbara, die war schon als Jungsmädel ausgenommen schön und ziemlich gescheit. Tja, das war für eine Frau damals schon problematisch. Zu allem Unglück hat sie ja noch Fragen gestellt. Das kommt bei Frauen bis heute nicht gut an. Sie hat einen Brief an den Gelehrten geschickt und als Antwort auf diesen Brief hat er ihr einen Geistlichen vorbeigeschickt. Die Geistlichen hat man damals nicht so über den Weg getraut, also hat sie ihm als Arzt ausgegeben. Von Doktorspielen hat man damals noch nichts gewusst. Ich wage jetzt zu behaupten, die sind dadurch erfunden worden, weil ihr Papa, der war so eifersüchtig und wollte nicht, dass die Barbara auf die Idee kommt, dass sie heiraten kann, und deswegen hat er sie in einen Turm reingesperrt. Immer die Arbeit hätte sie echt sparen können. Ich meine, es ist doch heute wissenschaftlich belegt, dass eine Frau, die schön und gescheit ist, sowieso keine Mone findet. Deswegen nimmt man heute ja eigentlich an, dass er sie eingesperrt hat, damit sie katholisch wird. Knickert war er nicht, also hat er ein schönes Badhaus einrichten lassen in diesem Turm. Da hat sie sich dann in ein heidnisches Opferbecken gelegt, woraufhin ihr Johannes der Täufer erschien und sie getauft hat. Das Räucherwerk der damaligen Zeit, das hat sauber in sich gehabt. Der Vater hat also gehört, dass sie sich taufen hat lassen und hat das gemacht, was man halt so macht bei weiblichen Ungehorsam. Es kam zu häuslicher Gewalt. Auf wundersame Weise hat sie fliehen können, ist erstmal beim Schäfer untergekommen und nach seinem Schäferstündchen hat sich er wieder seinen Schafen gewidmet und hat dann ihren Verfolgern verraten, wo sie ist. Was die Barbara, die liegt da hinten in der Höhle. Worauf der Herrgott eingeschritten ist und ihn in einen Mistkäfer verwandelt hat. Ich meine, es war schon ein bisschen spät, ich meine, das hätte er machen sollen, bevor er gesagt hat, die liegt da hinten in der Höhle. Aber mei, keiner ist unfehlbar. Unsere Geschichte muss natürlich spannend bleiben bis zum Schluss. Jetzt hat man sie der Schande preisgegeben und sie nackert auf den Startplatz gestellt. Und das muss man sich jetzt mal geben, also dass der Vater einen Verlauf gemacht hat von sie im Turm einsperren und verstecken bis zu nackert auf den Startplatz stellen. Also da muss schon eine Raserei vor sich gegangen sein. Da soll noch mal einer sagen, nur Frauen verfallen der Hysterie. Naja, zum Glück war sie ja bereits katholisch, ihre Gebete wurden erhört, Gott umgab sie mit Wolken und Nebel. Und ich frage mich immer, wenn ich wieder so ein Dickpick geschickt kriege, wo war denn Gott mit seinem Nebel? Naja, ich bin ja ein aufgeklärtes Wesen und ich weiß, dass es nicht nur bei den Katholiken Gesetz ist, dass in erster Linie Frauen verhüllt werden müssen. Naja, der Vater war mittlerweile schon vollkommen von Sinnen, also stocknarrisch. Und deshalb kam es dann auch zu dem, was zu jeder ordentlichen katholischen Geschichte dazugehört. Genau, zur Hinrichtung. Aber Moment, so weit sind wir noch nicht. Zur Hinrichtung muss natürlich ordentlich geplant werden. Die Einladungen müssen rausgeschickt werden und wir wissen alle, dass die Post bei Einladungen etwas länger braucht. Also hat sie erst einmal in den Kerker gesperrt werden müssen. Und auf dem Weg in diesen Kerker haben sich in ihrem Kleid, also hat sich ein Kirschastel verfangen, welches sie dann mit Trinkwasser benetzt hat, weil in dem Kerker hat es jetzt kein Badhaus mehr gehabt, also hat es Trinkwasser mit dem Astal teilen müssen und der Ast ist zu voller Blüte erstrahlt. Und jetzt kommt das beste Beispiel der Geschichte für positives Denken. Die Barbara hat sich nämlich dann gedacht, das ist ein Zeichen. So wie dieses Astal nach dem Tode zur vollen Blüte erstrahlt, werde auch ich nach dem Tode zur vollen Blüte erstrahlen. Ja, ich sag nur, live fast, die young. Ich meine, genug erlebt hat es auf ihre jungen Tage ja eh. Es kam zur Hinrichtung. Der Vater höchstpersönlich hat sie also ihres Kopfes entledigt. Woraufhin ihn postwendend der Blitz getroffen hat. Da kann ich nur sagen, Timing ist ein echtes Arschloch. Immer Timing, muss man sagen, ist was für Sterbliche. Damit setzt sich Gott anscheinend nicht auseinander. So kam also Barbaras Ende. Die heilige Barbara. Und weil diese Geschichte so romantisch ist, stellen wir uns heutzutage diese Astal in die Wohnung. Gell?
Der Profi geht also morgens früh, also heute in der Früh, bevor die Sonne aufgegangen ist man rausspaziert im weißen Nachthemd. Wer keins hat, der nimmt einfach Schießerunterhemd, also vom Opa. Mit dem spaziert man aus. Die Asteln muss man brechen, gell? Nicht schneiden. Und stellt sie dann ins Wasser. Gell? Und wer jetzt wissen möchte, weil er jetzt nicht so sicher ist, wen von den Typen man gerne so hätte, der stellt sich dann 3, 4, 5 Asteln auf. An jedem hängt er den Namen drauf und den jeweiligen welchen. Und bei das, welches als erstes blüht, das ist er dann. Gell? Aber eins muss ich euch sagen, gell? Wenn ihr jetzt somit denjenigen welchen, der euch vom jungfräulichen Tode erlöst, findet, dann könnt ihr nicht mehr heilig werden. Weil eine Frau kann nur heilig werden, solange sie Jungfrau ist. Einen Tod muss man also sterben.